Lisi, Christine, Claire und ich sind am Kader vom Meritje Nass an Pyrenäe gereist, für du als Goldexpedition zu machen. Wir haben zu paar Wanderer bei unserem Tüte am Haus gewohnt, den also während der Expedition enkadriert wird. Wir haben zusammen mit Team als Route geplant und haben uns wichtige Informationen mit auf den Weg gehen. Schlussendlich hatten wir eine Route von 80 km aufgestellt, die wir auf 4 Tage gehen sollten. Wir sind zu Banyuls Meer fortgegangen und hatten als Ziel, auch am Du anzukommen. Was waren die größten Herausforderungen für dich? Die erste Herausforderung war schon daheim den Rucksack zu packen, weil ich das nicht so oft mache und das war ziemlich komisch, weil ich nicht wusste, wo ich was sollte und den Rucksack packen und noch was ich sollte daheim lösen, weil dann dürfte ja auch nicht so schwer sein. Die zweite Herausforderung aber auch diese, weil es hat ihn sich ein bisschen gezwungen, morgens schon um 5:30 viel zu essen, weil wir ja dann die ganze Nacht auf der Expedition waren. Und auch abends haben wir probiert, aber so viel wie möglich zu essen, für halt auch Energie zu holen. Eine andere große Herausforderung war, überhaupt den Weg zu finden, weil am Anfang war ich der Meinung, dass die Wege ziemlich gut gekennzeichnet sind, dass die gesagt dass das ziemlich einfach ist. Aber die Wege, die waren nicht so einfach zu finden, weil teilweise hast du nicht gesehen, ob es der Weg war oder nicht. Danach haben wir keine Umwege begegnet, die dann auch am Anfang wohl waren, weil sie frei draußen gelaufen sind. Aber vis-à-vis von den Wanderern waren sie aber ziemlich ruhig und sie haben also auch praktisch nicht bemerkt, wenn wir Land gegangen sind. Ja, die größte Herausforderung für mich war eigentlich den ersten Tag bergab gehen. Das waren plus minus 1,5 Kilometer und das war schon ziemlich anstrengend. Teilweise war es ziemlich schwer auch für uns zu trippeln, weil er ziemlich wandig war. Wir hatten sogar einen Fall, wo es Kach fortgeflogen ist, weil einfach so ein Wandstoß gekommen ist und wir gar nicht darauf präpariert waren. Aber Gott sei Dank waren wir auf Zack und sind unser Kach direkt an den gerannt. Was hat dich am meisten impressioniert? Meine Meinung waren das die schönen Views, die wir hatten. Wir sind wirklich getrippelt durch die Berge und haben den Waldal gesehen, viele verschiedene Landschaften gesehen, von bis. Und ja, das war wirklich immens schön. Also direkt den ersten Tag hat mich ziemlich impressioniert, dass die Refugen aber immens proper waren par rapport zu dem, was ich mir vorgestellt habe. Wir hatten wirklich an allen Refugen so ein Avabatter und auch ein Dusch. Etwas weiteres, was mich impressioniert hat, ist, dass wir auf unserem Weg ziemlich viele historische Bauten gesehen haben, die am Anfang noch ziemlich gut erhalten waren, weil oben an den Bergen, da kommen ja aber nicht so viele Leute lang. Was mir auch gut gefallen hat, war, dass die Leute, die mir begegnet waren, immens freundlich und haben mit vielen Leuten geschwatzt. Hey!